Wel, niet alle welkom van deel waren. En we vangen van deel een frisse series aan. En we zijn waren bij de tijd waar we in de Oostern-tijd gaan. En dat speelt zich maar 1 jaar terug. Er speelt zich maar nog 1 maand terug, maar dat is 1 jaar terug van de laatste maal waar we Oostern hadden. En we niets aan het ändern dat. We hopen we kunnen deze week, of dit jaar, kunnen we Oostern hier in het gebied hebben. Laatste jaar dan wo allemaal we wären, en we wären onze Heimat, en we wären allein, en we kunnen niet opkomen. So we Gott danken, zoals het niet laten dat we worden kunnen, Gott aanbeden in Oostern-tijd hier in het gebied. Want we gaan in de Oostern-tijd naar mijn wens, mijn verlangen, als dit. En ik stem ganz wat Paulus in 1 Korinther kapitel 2, de eerste en de tweede vers zijn dat. Als ik nog junt heim, Bruder, laat Gott zijn geheimnis weten te laten, dat ik dat niet met Heugewied en grote wijsheid. Ik hield mij mank junt door ver, dat ik zelfs niets wist als Christus, of Jezus Christus, den gekreuzigd. Ik hield mij mank junt door ver. En ik zelfs niets wist als Jezus Christus, den gekreuzigd. Wanneer we ons geloven denken, dan we denken ver aan welke dingen. We denken aan wat we alle weten kunnen van God, wat onze geloofslehren zijn, onze geloofsartikels, aber één ding is de ondergrond van ons geloven. En dat is Jezus Christus kan, door wat hij op het kruis gedaan heeft. En wils hij van dood opgestonden is, hebben we niet leven. We hebben eeuwig leven door Amen. So dat is wat we in de nächste maand van doorgaan. Wer is Jezus Christus? Wat heeft hij gedaan voor ons? En hoe kunnen we dat weten dat we zeilig en geraad zijn door Amen? Ik wil bij aanvang van deel met ons een klein beetje dat we kunnen zijn wer Jezus werkelijk is. In Klas kapitel 3, of kapitel 1, de 15e bij de 18e vers. Dat zijn de versen waar we van deel worden doorgaan. En dat is in Klas kapitel 1, 15 bij de 18e. En weer gaan, waar we God vreemd hij deze boodschap zijn wordt. Jezus Christus, van deel willen we willen zijn wer die werkelijk best van alle eeuwigheid. God, ik bid dat die woord ons aansporen. We worden een vrouw zijn, we worden een vrijheid hebben, we worden moed hebben, die nog volgen. Wil ze weten dat die een grote God bent. Eeuwig true God, habe ik groot gezongen, God. En ik bid dat die woord ons hoort, opmerken, dat we dat aannemen kunnen, wat u voor ons hast. We beten dit in Jezus' naam. Amen. Klas kapitel 1, 15 tot 18 sagt, dat is dit. Christus lichtend geneef God, den we niet zijn kunnen. Hij weer door eier irgendwoord op de eerd gemerkt wordt. Der merkt God alles wat im Himmel en op de eerd gemerkt worden is, dat te zijn is en wat niet te zijn is. Of tronen, regeringen, herrschaften en gewalten. Dat is alle derarm en voorarm gemerkt. Hij weer door eier irgendwoord gemerkt wordt en derarm bestaat alles. Die gemeente is zijn körper en hij is de kop, dat hoofd. Van arm komt dat leven en hij is de eerste geborene van de dodes, dat hij in alles den eersten plaats heeft. Dit is wie Jezus is. En als we dat verstaan kunnen en werkelijk begrijpen en weten doen, wat Jezus gedaan heeft, Jezus heeft zich gedemütigt dat hij zoals een mens komen deed. Dit is van wat hij komen deed. Dit is waar hij is. En wie kan zijn, wanneer we verstaan, zoals het hier zegt, hij is den eersten plaats. Hij is de hoogste persoon. Hij is de hoogste naam. En door Jezus time en hij maakt zich de laagste naam. En zo willen van deel zijn wer Jezus is. Een ding wat mij interesseert in klimaat is studeren wat alle passieren in onze wereld. En eigenlijk zei science. En een ding wat mij interesseert is de zon. En ja, dat vielleicht morgen studiert wat de zon is. De zon is een stier
wat meerdere Kilometer weg is. Hij had dit mooi gedaan, en de zon gecheckt, en je duim uitgestrekt, en je had de zon gecheckt en duim opgehoven, en dan zei je, kijk maar, mijn duim is kraks de grootste zon. Het nächste Mal je buiten zijn, proef dat maar. En wanneer je krak raak houden dan, je zei, kijk maar, mijn duim is kraks de grootste zon. Maar is dat werkelijk zo? Is ons duim werkelijk de kraks de grootste zon? Ik geloof dat heeft te doen met waar we staan en wat we zijn en hoe dichtbij we zijn naar de zon. Weet je, de zon is ganz anders. Ik wil dus een paar dingen ons verlezen. De zon is een grote vierbal. De zon is over 5000 graden heet. En zo brandt de zon. En de zon die brandt 600 miljoen ton van hydrogen iedere seconde. Dat is een grote vuur. En we zijn, dus hier op de aardbol, we zijn 150 miljoen kilometers weit af van dat weit af de zon is. Dat neemt dat licht wat de zon merken deed, wanneer de vuur is, en dat geeft licht. En dat is de licht wat we buiten zijn doen. Dat licht dat neemt van de zon, waar het in de aardbol komen deed, dat neemt 8 minuten en 16 seconden. So wanneer je checken down, je zijn de zon is dat wat 8 minuten en 19 seconden eier passieren deed. So dat is niet de zon wat nu is, dat is de zon wat 8 minuten eier weer. Dat is zeer interessant. En deze zon geeft dat energie, dat licht, alles wat op de aarde is, dat het leven heeft. Van deze grote vierbal komt alles. Ohne dat de zon hier weer, en zo weit af, krakerig aangesteld, wordt het hier 270 onder 0 zijn. Niets voor het leven, niets voor het schaffen, en er wordt niets zijn wat het te koud is. Dit is wat de zon is, en de zon die geeft ons leven. Weet je, wer de zon heeft gemerkt? Ons Heiland. Wanneer we denken aan klimaat, wo ons de zon fehlen deed. En wanneer we de zon niet graag aanchecken doen, en wanneer we ons duim ophouden doen naar de zon, en we blijven checken, de zon is niet graag als mijn duim. Ik geloof verder dat we dat met Jezus. We kijken Jezus aan en we würden sagen, we houden ons duim op en we sagen, check mal, Jezus ist nicht so groot. Jezus ist nicht wörtlich der höchste Name über alles. Er ist bloß ein Mensch. Jezus ist so still und check mal, wo er sich da Mädchen tut. So, für diese Versen liegt uns ein klein bisschen, wer Jesus ist. In den ersten 2 Versen, 15 bis 16, sagt es, dass Jesus ist der Erschaffte. Er ist da, der, was alles gemerkt hat. Hij fängt an, hij sagt, Christus leckend je neef Gott, den wir nicht sein können. Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, der 7. Vers, wann je mich gekannt haben, wird je mein Vater auch gekannt haben. Wann nu an kann je am und haben am geseinen. Wer Jesus hat beirrt wir, da wir in der Beweis von wer Gott ist. Und wir verstehen, dass Gott ist eine Dreieinigkeit. Gott ist der Vater, Gott ist der Sohn und Gott ist der Heilige Geist. Und das sind alle Personen, aber taub sind die Gott. Und wir haben noch viel mehr, wir würden gerne über dort sein. Aber Jesus ist ein Beweis, ein Vorbild, ein Lecken von wer Gott ist. Wann Gott auf der Erde haben wir eine Offenbarung von Gott seiner Natur und seinem Charakter. So, wenn wir wollen wissen, wer Gott ist, Jesus hat uns das offenbart.
Meine Feier sehens, die sind thuis. Und wir hoffen, dass Gabriel wird von der nach eine Sinderschau kommen. Er kann das noch nicht so lange uithouden, dass er nicht thuis ist. Aber meine sehens, die liegen alle mir und Christina in Kleinbeten. Viele würden sagen, die liegen mir sehr. Und dort erst wird sie sind geschickt, sie sind gemerkt, sie sind geboren von mir und Christina. In Kragsinne war ich, Jesus erst geschickt von Gott und er hat uns klar bewiesen, wer Gott ist. Dann sagt er wieder, dass er erst der erste Geborene von allen dort, was gemerkt ist. In Johannes Kapitel 1, der erste und der dritte Vers sagt, als alles Anfang, wie dort wird, und dort wird wie bei Gott, und was Gott wie dort wird. Hij wir am Anfang bei Gott, der am als alles gemerkt, und ohne am als nichts gemerkt, was gemerkt ist. Wenn er von der Welt reden wird, Johannes redet von Jesus. Wenn dort sagt, dass Jesus als der erste Geborene, er ist der erste, das meint nicht, dass er gemerkt ist. Das redet von seinem Platz, seinem Namen. In der biblischen Zeit, und wie verstehen wir vielleicht ein bisschen anders, wird es erst anders für uns. Manche Juden wissen, dass der erste Geborene, der kriegt, wenn er ein aufgeht wie, er kriegt viel mehr als der andere. Viele haben dort halb von alles, was den Vater sein wird, jenkt nur den ersten Geborene. Und dann das Ewige, das halbe, das wird uitgedeeld naar de andere. Und da wir wegen der erste Geborene hat einen höchsten Namen, den ersten Platz. Und der Amtraf viel grater eher als der andere. Und das ist, was er hier sein wird. Jesus Christus, er sagt nicht, dass Jesus Christus als gemerkt oder die Geborenen einen Anfang hat. Er sagt, er redet von seinem Platz, seinem Namen, seinem Ehr. Dann redet er wieder, er sagt, er wird da, irgendwo auf ihr gemerkt wird. Jesus wird da. Wenn er sein wird, lot du ihr sein. Lot du Stirn sein. Lot du Sonne sein. Lot du Wutter sein. Lot du Tieren sein. Jesus wird da. Jesus wird wie ein Anfang. Und dort ist ein Ding, was wisst uns, dass Jesus Gott ist. In 1. Mose Kapitel 1, 26, sagt er, dann seht Gott, weil wir Menschen merken, dass es so aus wir sind in uns liegen. Lot en Macht haben über die Fisch im Meer, über die Vögel in der Luft, über die Vieh in den wilden Tieren und über alles, was du kriegst. In dieser Vers sagt er, weil wir Menschen merken. Er sagt nicht, ich will Menschen merken, weil wir Menschen merken. Er redet hier von der Dreieinigkeit. So, Jesus wird da. Jesus wird da, wenn alles gemerkt wird. Wenn Jesus hat keinen Anfang. Jesus ist, er wird und er wird einmal sein. So, er wird da, wenn alles gemerkt wird. Und dann sagt er wieder in der 16. Vers, der merkt Gott alles, was im Himmel und auf ihr gemerkt worden ist. Was zu seinen ist und was nicht zu seinen ist. Der letzte Part von 16 sagt, dort ist alles der Arm und vor Arm gemerkt. Alles der Arm. Das sind zwei Dinge, wo wir das verstehen können. Viele von ihnen arbeiten oder haben geschafft in Vorich in einer Chorfabrik. Und die verstehen dort, haben eine Chormerken, eine Chor-Taubstall, sind da über 10.000 Personen, die geschafft haben und Port haben an der Chormerken. Und dort ist der beste Weg, wo wir können, eine Ferne vor dich bauen, das Menschen. Das fehlt nicht an 10.000 Menschen, das fehlt nicht an 10.000 Engel, das fehlt nicht an 10.000 oder 10 Millionen Engel, die die Welt merken. Jesus sieht, und der Arm wird alles gemerkt. Und der zweite Weg, der Arm, die wird in der Fabrik schaffen da und vielleicht habe ich diese Arbeit gehört und wir nennen das Quality Control.
wordt alles gemerkt. En dan am eng, als du eine Person, wat alles even checken dat. En wanneer dat de fabriek verloten dat, dan moet die persoon eerst gaan. Dan moet eerst goud zijn, en die persoon moet het eerst zijn dat als mij goud. So, wir würden können sagen, Jesus Christus hat die Welt gemerkt, er hat alles gemerkt, und dann Jesus Christus erst noch die Quality Control. Alles, was gemerkt ist, kriegen wir Jesus Christus seine Approval. Das ist mir gut. Wir sagen in dem ersten Kapitel in der Bibel, als Gott sagt, was er gemerkt hat, und er sagt, das ist gut. Durch Jesus. Jesus wie der, was sagt, das ist gut. Und wer sind wir dann? Wir sind ein von denen, wer Jesus Christus gemerkt hat. Und Jesus Christus hat die gemerkt, hat mich gemerkt, und Jesus Christus sagt, du bist gut. Gott hat die nicht, das ist ein Fehler gemerkt, du bist nicht Garbage, du bist nicht Aufgang, du bist gemerkt, Praxis Jesus Christus dort wel. Du bist durch Jesus gemerkt. Dann sagt er wieder, er hat alles gemerkt, was er beirrt ist. So was zu sein ist und so was nicht zu sein ist. Hey, mo, wo bus in de staat naar je voor, in de wildnis naar je voor, en de bus beobacht, wo schmack de Welt is. Wo schmeckt dat is? En mir dat zou schijn vers. Ik weet, die weten dat al. Maar nog mal, ik heb mijn vers op Berlin en ik neem den verwoed uit. En dan moet ik een beetje checken. Mij schmecken die vers zou schijn. Maar we checken, wo schmeckt Gott een vers gemerkt heeft. Dat heeft niets te doen met wo fan een vers kan eten. Of onder vers eten. Gott hat den Verschmack gemerkt, bloß wegen am und dort interessieren dat. Und Blumen. Wir weiten dort so, dort jeder Plant, dort wird abgebracht, der Sod. Aber Gott hat es so geschafft, dort die Blumen auf dem Planten abkommen dat. Er würde han können ernster Weg tun, aber Gott mit einer schmacke Blumen, dort hat Schmack loten dat. Dort ist es, hier wird gesungen, dort ist von der Scheinheit von Gott. Gott hat das alle gemerkt. Und das ist alle durch Jesus Christus gemerkt. Und da habe ich hier alles gemerkt, was nicht zu sein ist. Und hier redet er von den Engel und der Jester. Und das ist, er hat auch so und seine Engel gemerkt. Und dann Gedanken, was uns dann ankommen wird, ist, wenn Jesus dann in der Wildnis wie ein Soton kam und er probt ihm zu versägen. Wunder wird durch Jesus Christus seine Gedanken gehen. Soton probt ihm hier anzuschmieren, ihm zu versägen, ihm zu verleiden. Und Jesus Christus hat vielleicht zu sich selbst gedacht, Soton, weißt du nicht, wer ich bin? Soton, weißt du nicht, dass ich die gemerkt habe? Und nu brauchst du mich zu sein, du wirst mir ihr geben? Jesus Christus, sein Name ist über alle Engel. Und Jesus Christus, sein Name ist über Soton. Und dann sagt er nicht bloß, dass alles als durch Jesus gemerkt, dass es auch vor Jesus gemerkt. Die Blumen, die in der Stab sind. Die Fisch, die in dem Meer sind. Das Vieh, was aber an uns Hock ist. Und alle Tiere, die auf der Welt sind, die sind vor Jesus gemerkt. Und wir sind auch für Jesus gemerkt. Openbare Kapitel 4, der auf der Vers sagt, und du bist dort wird auch Herrlichkeit und ihr und Kraft zu nehmen, willst du alles gemerkt hast. Jesus Christus traf alle die ihr, die Herrlichkeit und die Kraft zu nehmen. Dort ist bloß Jesus, wer die ihr kriegen wird, willst er hat alles gemerkt. Und alles ist gemerkt auch für ihn. Ja, noch vielleicht mal beleefd, vielleicht der Weihnachtszeit oder ein Geburtstag, wo eine Person ein Geschenk merken wird, bloß für die.
En zum Beispiel, wanneer ik leerde weer 15 jaar en mijn ouderen geven mij een Bibel, dat is een geschenk. En wie een zeer fijne Bibel, wie een study Bible, en dan kunnen ze alle soorten lezen, om de Bibel beter verstaan, is de Bibel. Wie een zeer fijne diere Bibel. Aber wat het besonders special merken deed, is die hadden mijn naam de naam laat merken. Nu wird het niet bloos een Bibel, nu wird het mijn Bibel. Du bist nicht bloß gemerkt, du bist gemerkt für Jesus. Und wenn du für Jesus gemerkt bist, bist du viel wert für Jesus. So was ist es dann, für was wir gemerkt sind? Wir sind gemerkt von der Gemeinschaft mit Gott. Wir sind von der Gemeinschaft gemerkt mit Jesus und für Jesus. Und das ist, weil jeder Ding, was gemerkt, hat eine Ursache, warum das gemerkt wird. Ich will mal in Dasha, ich habe für 10 Jahre Dasha, und wir haben für Kitchens und Shops bühren. Und ich habe das für 11 Jahre. Und alle die Jahren habe ich noch niemals einen Shop gebaut, was gemerkt, ohne dass eine Ursache für wir. Ich habe noch niemals eine ganze Kerk gebaut, die Shops, feine Shops gemerkt, ohne dass eine Person wir, was er bestellt hat. So erst zurück, wenn wir was merken, dann wir das nicht bloß merken, bis wir wieder reinschmieden können. So erst zurück mit ich und mit du. Jesus hat nicht bloß gemerkt, dass er was geschafft hat, und wenn er vor dir ist, er wird reinschmieden. Du bist gemerkt für Jesus. Du hast eine Ursache, warum du hier bist. Johannes Kapitel 17, der 3. Vers, lehrt uns, woran wir gemerkt sind. Dort ewig Leben ist das. Dort sei die, den einzigen wahren Gott und Jesus Christus, den du geschenkt hast, kennenlernen. Wir sind gemerkt, dass wir ewig Leben haben. Und was ist ewig Leben? Dort wir den einzigen Gott und Jesus Christus, den du geschenkt hast, wie Gott geschenkt hat, kennenlernen. Das ist, woran Gott uns merken wird. Dort wir ewig Leben haben. So wir haben gesehen, wo Jesus Christus hat ausgemerkt, das ist durch ihn gemerkt. Und das ist vor ihm gemerkt. Und der 7. Vers geht noch wieder. Und er sagt, wie durch irgendwas gemerkt wird. Und durch ihn besteht alles. So, das Lied hier, wie durch irgendwas gemerkt wird. Wir, wenn du noch nicht wir. Und dann, wann wird gemerkt wird, da war durch ihn gemerkt und vor ihm gemerkt. Und durch ihn besteht alles. Hebräer Kapitel 1, die erste 4 Versen sagen es das. Gott, der verheertet, Vergingen auf viele verschiedene Wege, durch die Propheten zu unser Vater geredet hat nu in der letzten Tag durch sein Sehen zu uns geredet. Er hat du tau bestimmt, alles zu ordnen. Durch den Sehen hat Gott auch die Welt gemerkt. Den Sehen strahlt die Herrlichkeit von Gott aus. Den er in sein Ort und wies uns von Nev auch genev licken. Durch sein Krafen gewurt, draagt en ongeheld hij alles wat du hast. Hij heeft ons van de Sünden gereinigt en zich dan bij de rechterhand van den Magistraat im Himmel gezet. Zo is hij veel hecher te stonen gekommen als de Engel, zo veel hecher als sie noemen, den hij geërven heeft. Hecher als Erdre. Jesus heeft alles gemerkt en Jesus is dan die wat alles toehouden deed. Ik denk wat ik geleerd heb is, ohne dat
wat gefixt wordt en in schaffen houden dat, dingen vervallen. Je weet niet waar je een huis schaffen dat. Wanneer du een huis gebouwd wordt en dat huis staat ledig en keiner woont erbij, dan na een paar jaar, dan vervalt dat huis. En vorig wordt bezetten dat buiten in de regen en de zonneschijn. En fijn het schmaakt vorig wat niemand waardig gevoren is, dat vervalt bald en dat gaat te niks. En zo is het ook met wat God gemerkt heeft. God heeft dat God gemerkt, over weinig zin in de wereld is. Alles vervalt, alles breekt door. Jezus Christus is dan die, wat alles taub hält. Jezus Christus is die, wat alles taub hält. Jan vielleicht mal met den Ball gespeeld en han den Ball angebogen met een strank en han in den Raum gewippt. En de Ball der wil wegvliegen. Aber je houdt den Ball vast en er gaat ram. En dat is een beetje wat Jezus deed. Hij houdt alles taub. Hij is die wat alles taub houden deed. En ons leven, hij houdt dat taub. In 1. Korinther Kapitel 8, der 6. Vers, sagt er wieder, aber wir haben nur einen Gott, den Vater, von dem alles ist und von dem wir leben. En einen Herrn Jesus Christus, durch den alles geschaffen ist und durch den wir leben. Wenn wir denken an den Odem, was wir in unseren Lungen haben. Ich sage, ich bin mir sicher, keiner von uns hat an den Odem von dir gedacht. Was ich von den Odem reden deed. Jeder Odem, was wir anholen down und uitpusten down, der ist von Jesus. Hij is die, wat ons leven en gonen handen deed. Moeten we ons vielleicht een klein beetje tevreden dan staan. Wat voor een persoon is dat dan? Wat zoveel kracht heeft, dat hij dat alles kan doen. Dit is een grote God. Dit is een eeuwige, machtige God. En dan zijn we weer in 18e vers, dat Jezus is Herrn. Hij is die wat alles gemerkt heeft, dat is derarm en voorarm, en hij is alles wat taubhouden deed. En dan leert hij ons weer dat hij is ook de Herr over alles wat gemerkt is. De gemeente is zijn körper. En hij is de kop, dat hoofd, van hem komt dat leven. En hij is de eerste geborene van de dodes, dat hij in alles den eersten plaats heeft. So Jesus is de kop, hij is Eva, hij is de hoogste in de kop. We würden gern sagen, Jesus Christus is ons Boss. Dat zijn niet kerkenleden wat de hoogste zijn in de kerk. Jesus Christus is de hoogste. Hij is die wat de leider van de kerk is. Wanneer we dienen doen, we zullen dat doen voor Jesus Christus. Wanneer we toekomen in de kerk, dat is om Jesus Christus aanbeten. En hem de eer geven voor wat hij gedaan heeft voor ons. En waarom is hij Herr over alles? We kunnen verstaan, hij is God, hij heeft alles gemerkt. Aber de grootste oorzaak waarom hij Herr over alles is hij is gestorven en hij is opgestaan van dood. Ik wil ook van 1. Korinther Kapitel 15, 20 tot 28 lezen. En we wollen deze versen weiter lezen in ouderen tijd. 1. Korinther Kapitel 15, 20 tot 28. Aber Christus ist bestimmt von dood opgestaan, als eerste van alle die, die angeslopen zijn. Wils der dood durch einen Menschen gekommen ist, moet dat ook durch einen Mensch kommen, dat der Dodes waren abstonen. Zoals in Adam alle Menschen sterben, so kommen zij ook der Christus, waren alle zum Leben. Dort von dood abgewagt worden heeft seine Ordnung. Als eerste Christus. En dan met zijn komen die am aanheren. Dan komt dat eng. Wanneer
Hei Gott, dem Vater, dort Königrecht ever geben wird, en dem Hei alle Herrschaften und Regierungen und Gewalten nicht merken haft. Hei wird einfach, jedem Bad Gott, alle seine Feinde, wird unter seine Feit gelegt haben. Der letzte Feind, der vernichtet wird, als der Tod. Aber wenn er sagt, alles erst am unter Don gemerkt, dann ist dort klar, dass du nicht mehr ansehen, erst am alles unter Don gemerkt haft. Und wenn am erst alles wird unter Don sein, dann wird auch der Sehen selbst dem unter Don sein, der am alles unter Don gemerkt haft, dass Gott alles in allem ist. Jesus Christus regiert. Jesus Christus ist Herr. Jesus Christus ist in Kontrolle. Er ist uns König. Und wenn wir noch mal ein klein bisschen disappointed sind in der König, was wir hier beirrt haben, wir stemmen nicht mal, was unsere Lehrer stehen. Wir haben einen Lehrer, was höher ist uns König, uns Prime Minister, uns Präsident. Er ist Jesus. Er ist der Höchste, weil er ist von dort abgestoßen. Jesus Christus ist Herrn. Philipper Kapitel 2, der 10. Vers sagt, im Namen von Jesus sollen sich alle Knien im Himmel und auf der Erde und unter der Erde behen. Jesus Christus sein Namen ist eben alle Namen. So, ich weiß nicht, wo ihr von dir seid. Und vielleicht sah wie von dir ein bisschen ein kleiner Junge, was der Dämner Sonne wiesen det und gleich da die Sonne ist doch nicht so groß. Erst dort merklich, dass wir haben Jesus Christus der klein gemerkt. Erst dort merklich, dass wir sein Jesus Christus nicht an, für wer er ist. Jo, wir sagen Jesus Christus, er ist ein guter Mensch, er ist uns Freund. Aber sei wie Jesus Christus an, so ist Gott. Sei wie Jesus Christus an, so ist Herrn. Sei wie Jesus Christus an, so ist uns Radar. So wenn wir an unser Radar denken, dann. Ich glaube, das ist ein guter Steht am Anfang. Weil wenn wir verstehen, wer Jesus Christus ist, der höchste Gott, durch ihn und für ihn wird alles gemerkt. Und doch, Jesus Christus Time, so ist ein Knecht. Sich demütigen, Gott dort, sein dort. Und da wenig bisschen gewinnen dort. Da wir ein dort, was ab dem Kreuz wir. Hei dort. Wills hei hat ein Leben für du und für mich. Das ist der große Gott. Und das ist ein Ding, was ein große Geheimnis ist. Was Gott uns gegeben hat, dass wir können besser verstehen, wie können wir das Leben haben, der haben. So, wir schließen mit einem Gebet und dann sind wir dismissed. Lieber himmlische Vater, wir sind dankbar, dass wir können in der Bibel entdecken und sein, wer Jesus ist. Und wenn wir von dir haben, das war könnte sein, wie groß Jesus ist, dass Herr eben alles ist, ist der, was alles gemerkt hat, Gott, ich bete, dass du unsere Ehren merken, dass wir wollen Jesus Christus anbeten. Dass wir wollen ihm die Ehre und die Herrlichkeit geben, was sein Namen verlangen wird. Und wenn wir so sind von dir, wird noch geträumt sein, dort wird Leben noch nicht haben, wer dessen ewigen Jesus nicht kennen, dann Gott, ich bete, dass du was in ihn schaffen. Dass sie wollen eine Verlangen haben, die besser lernen kann. Und Gott, wenn wir in der Austerntid angehen, ich bete, dass wir beten, dass in der Weihnachtszeit, dass wir wollen uns nicht bis diese Zeit durchspauen, dass wir vergeten, dass wir eben denken, wie groß du bist. Und wie eine große, gute Nachricht das ist, dass Jesus Christus ist gekommen, er ist gestorben, er ist von dort abgestoßen, so dass wir kein ewiges Leben haben. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.